Also, dann schaue ich, dass ich unterwegs noch ein paar Herzen finde und dann machen wir uns... Ah nein, zum Maskenschiff muss ich noch schnell die Maske zurückgeben und dann habe ich es geschafft. Nur ein paar Rubine. Yay! Maske. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Haselnuss die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Junge dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shirka. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertrau mir. Okay. Maske des Wissens. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. Schauen wir schnell, was sind das genau gewesen? Ah, Zora-Maske. Genau, da wäre die Maske des Wissens, die ich jetzt habe. Und ich alle anderen, die ich auch bereits schon habe, auch auslehnen. Gut, also, hätten wir das. Und jetzt, was die Maske des Wissens kann, unter anderem, kann ich gerade schnell zeigen beim Umsinnen. Super. Maske anlegen. Ui, wieso bin ich da so bleich? Also man kann ja, wenn man die Steine einfach schlägt, dann sagen sie mir, wie spät das ist. Wenn man sie aber liest mit der Maske des Wissens, heisst, da du nun die Maske trägst, beginnt der Schaden mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass es verboten wäre, die Truhen beim Schatzkistenpoker als Toiletten zu missbrauchen. Okay. What the fuck? Wie kommen wir auf die Idee? Ja, ich weiß es jetzt. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass die Gerudo-Kriegerinnen sich oft nach Hyrule begeben, um dort nach Männern Ausschau zu halten. Aha, so läuft das also. Gerudo sind ja das Volk von Frauen, wo aus irgendeinem Grund können nur Frauen gebären. Also Gerudo-Kriegerinnen können nur Frauen gebären, bis auf irgendwie alle 100 Jahre einmal gibt es den Fall, dass eben ein Bub gebärt und in dieser Zeit war das der Ganondorf gewesen. Und diesen Buben oder diesen Männern wird dann eigentlich sehr grosse Macht zugesprochen. Die werden dann zu den Herrschern von Gerudo, vom Gerudo-Tal. Genau. Aber eben, es braucht natürlich auch Männer. Man erzählt sich das Malen von einem Ritter in glänzender Rüstung träume, der sie auf seinem Ross hinvorträgt. Ah, die Malon, jetzt habe ich gerade vom Talon überlegt. Dass der träumt, eigentlich ein Ritter zu sein. Oder so geht's auch. Das sind ja voll die Geheimnisse. Insiderwissen. Man erzählt sich, dass Malon den Springparcours auf der Farm wie keine zweite beherrscht. Das kann man noch vorstellen. Das kann man noch vorstellen. Sie so als Pferdefreund, dass sie gut ist auf dem Parcours. Ja, aber die Maske brauche ich jetzt eigentlich nicht direkt. Okay, also machen wir weiter mit dem Hauptquest. Und ja, es wird sich natürlich vieles eigentlich von alleine ergeben. Wo ist sie? Da ist sie. Picken wir... Oh. Das ist ein bisschen oben da anschwimmen. Picken wir die Ocarina doch auf. Die Ocarina der Zeit. Was ich mich einfach irgendwie so ein bisschen frage, ist, wieso die so schwarz sind. Gewisse Items, zum Beispiel auch Masken. Das muss irgendetwas mit der Textur zu tun haben, die nicht sauber funktioniert. Aber was soll's. Alles kann ich wirklich auch nicht ändern an der Texture Pack. Anyway, die Ocarina der Zeit. Die
Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Dieses Lied öffnet das Zeitportal. Du hast die Minute der Zeit erlernt. So, das war Lied Nummer 7. Wohlan, Link, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitaltar. Genau, das ist das, was ich machen muss. Ja, was ist Navi? Gut, und jetzt haben wir meine Fake-Ocarina nicht mehr. Die wird wahrscheinlich irgendwo in einem Hosensack oder so sein vom Link, weil das ist ja das Geschenk von der Salia. Das wäre komisch, wenn sie einfach wieder Boden rühren. Aber ja, die hat jetzt itemmäßig hat sich die jetzt ersetzt. Aber gut. Dann gehen wir doch zur Zitadelle und gehen mal das Zeitportal öffnen. Vielleicht erinnert euch noch, das Zeitportal ist ja öffnet einem ja den Weg zum soll ich sagen, zum Heiligen Reich. Was ist das jetzt genau gewesen? Ja, einfach wo das Triforce halt zu finden ist, oder? Und ich soll ja für Zelda das Triforce finden. Damit also, oder vor allem finden, bevor es den Ganondorf findet. Das ist eigentlich der Plan. Ich habe die 3 heiligen Steine dafür, die ich brauche, inklusive Ocarina der Zeit und das Lied, um das Zeitportal aufmachen. Und das mache ich jetzt. Genau. Ich könnte euch nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung war für mich, als ich das erste Mal endlich nach bestimmten Jahren, als ich das Spiel gekauft und geschafft habe. Und dann auf einmal ist es vorwärts gegangen. Ups, was? Was steht da? Hier sind 3 Vertiefungen und eine Inschrift. Jene mit den 3 heiligen Steinen nimmt seine Ocarina zur Hand und spiele die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt zu einem der wichtigsten Items von der Link und Zelda-Geschichte. Link ist das nicht. Link ist das nicht. Sorry. Das wichtigste Item überhaupt. Diese legendäre Klinge. Das Master-Schwert. Genau.
Und hier kommt eben die König Artus Saga ein bisschen zum Zug mit der Klinge, die im Stein gerammt ist. Und ich als Auserwählte kann sie ziehen. Was gleichzeitig also eine Art ein Schlüssel ist zum Heiligen Reich. Hahaha, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Er ist nur ein Camper, ist er, das ist er. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Ho, 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 ho. Ja, das ist jetzt nicht so rausgekommen, es hat sollen. Link. Wach auf. Du bist der Auserwählte. Warte, was ist das schon wieder für eine Stimme gewesen? Ah, ja, stimmt. Falsch, sorry. Also. Hoi. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht, schau dich an. Wieso denn? Genau, das ist es. Sieh noch, Link, du bist gewachsen, du bist älter geworden. Das habe ich mitbekommen, ja. Das Monsterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu rechten Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Und das bin aber ich. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Was ist eben das Problem? Er ist das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht, geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Genau.
So ist es. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Das mache ich. Das ist mein Auftrag und meine Bestimmung und mein Schicksal und was auch immer. Vollgas. Da sind wir wieder. 7 Jahre sind vergangen. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber es sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr verwenden. Los, lass uns gehen. Vroom. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. 5 sind's. Stimmt. Eine in dunklen Wäldern, eine auf hohen Berge, eine im tiefen See, eine an der Stätte des Todes, eine innerhalb der Göttinnen des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shiaka, überliefert wurde. Ich bin Shiak, ich gehöre den letzten Überlebenden der Shiaka an. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in Händen. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Das habe ich. Und was man da noch recht schnell vergessen ist das. Um das Mädchen aus dem Wald zu retten, brauchst du einen weiteren Ausrüstungsgegenstand. Geh zurück nach Kakariko. Oder muss ich zuerst mal schnell raus? Ja, easy. Jetzt zeige ich es euch ganz schnell. Oh. Okay, das Bild sieht speziell aus. Es ist mehr ein Langschwert, also mehr ein zweihändiges Schwert als ein Langschwert. Naja, egal. Muss ich mal anschauen, vielleicht gibt es da noch eine schönere Sache. Ah, ja, übrigens. Ganz Hyrule sieht jetzt ziemlich abgefuckt aus. Zum Beispiel der Todesberg. Aber ja, das hat es halt so an sich, wenn der Ganondorf 7 Jahre Zeit hat zum Wüten. Shiak, du musst mir noch etwas zeigen. Ich hoffe, das kann ich jetzt machen. Geht's gar nicht. Muss ich zuerst... Hä? Ich meine, das geht schon. Ah, wahrscheinlich muss ich zuerst Ausrüstungsgegenstände holen und dann geht's. Okay, also die Idee ist, dass man nachher jetzt in Zukunft wird Lieder bekommen. Ihr seht ja überall die Plattformen da überall auf der Map. Und
die Idee ist, für jede von diesen Plattformen gibt es ein Lied, das man spielen kann, wo man nachher dort hin teleportieren sozusagen. Und das erleichtert auch ein bisschen das Umreisen, was wir als junge Linke können machen mit diesen 2 oder 3 Portalen, die es gibt, zum Hyliasee, zum Zora, Wasserfall. Oder jetzt wieder die angenehmen Zombies. Gefuckt und alles. Da blockieren sie mich wenigstens nicht, das ist noch angenehm. Was ich euch schnell zeigen will, ist das Schloss. Was soll ich sagen? Jetzt weiss ich nicht mehr, so, ich habe den Vater verloren. Egal. Auf jeden Fall... Ja. Shit hit the fan. Quite badly. Oder so. Naja. Ja, das Schloss sieht ein bisschen anders aus. Und ist jetzt nicht mehr das Schloss Hyrule, sondern eben gar noch das Schloss. Aber das ist ein schöner Screenshot. Nice. Ja, so ist es. Ich habe keine Möglichkeit, da rüber zu kommen. Zumindest noch nicht. Das wird dann irgendwann später mal möglich sein. Und dann, wo ich mich dann um Ganondorf stellen müssen.